Ekran! Ekranen geef dich op, als ware waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u van jou erbij bent en dat u die radio eingeschaltet hast en op YouTube bent. Mocht u hier een schöne tijd hebben. Dankzij ook Doris dat u van jou hier bent. Die noem is Doris Kroon, niet zo? Zo is dat, ja. Van jou wil we die Zeugnis hier. En als we aanvangen, kosten die eenmaal kort voorstellen. Oké, dus is jullie hier dat ze Doris Kroon, dat ze hier in Calnimano in Paraguay geboren. En ze dan ongeveer 8 jaar niet hier was, maar nu zit dan al 3 jaar hier, woon ik hier en arbeid hier. Muy bien. Ik hoor dat niet gezegd dat we in Paraguay weer normaal wat het programma in Bolivien gemerkt, maar dit mal wat het zijn we hier in Scheintal, in Kolonie Mano in Paraguay. En mijn naam is Eduard Giesbrecht. Giesbrecht voor die wat dat niet weten. Zo Doris, fang einfach mal an von den Zeugnis. Wat willst du uns vertellen van die leven? Oké, ik zie zo froh dat ik wat van mijn leven mitteilen durf. Sehr dankschön für die Einladung. Also, ich glaube, das Wichtigste für mich ist, was sehr scheint, dass ich mit meinen Eltern Typ hier im Chaco abgewachsen bin. Und meine Eltern sind gläubig, das sind Christen. Und sie haben mich von klein an auch zu der Schule gebracht und auch gelehrt, wenn man betet und wenn man Bibel liest und so weiter. Mir wird das nicht immer sehr wichtig. Ich will gleichaltig sonst eben studieren, weil ich dort, was meine Eltern sehen, nicht? Aber nicht viel mehr als dort. Bis ich 13 Jahre alt war, wo ich dann dort mitkrieg, ich hier eine Predigt auf Plattdeutsch. Ich hatte viel Predigten all auf Hochdeutsch gehört, aber dann hier ich eine Predigt auf Plattdeutsch und du war mir das sehr wichtig, dass ich selbst mich entscheiden musste, als ich wirklich Gott nachfolgen will, oder als ich bloß einfach so gleichaltig wiederleben will. So, dann entscheide ich mich für Gott. Ich bekeerde mich. Bist du allein in dem Moment, wie irgendwie mit die Taub oder? Ich war in der Kirche, ich hörte eine Predigt und dann nach der Predigt ging ich dann und sagte mir noch eine Person und rede dann mit der Person. Ich früher hast mich helfen können, mich zu bekehren, ja. So, die leiten mich dann an, ja, die sehen, dass ich, früher mich aus mir meine Sünde Leute und dann bete noch mit mir Typ, wo ich kann einfach Gott sagen, dass mir das Leute dass ich gelebt hat und Jesus anladen in mein Hart zu kommen. Wow, das ist für mich immer scheint hier, wenn wo immer das ist, was, wer immer, wenn irgendwer bei dem Punkt gekommen ist, dass die Sünde leid wäre und dass er seinen Weg umdrehen will, nie einen Weg anschlagen. Für mich ist es immer sehr interessant, dass hier und zu sein, wo Menschen ein neues Leben anfangen. So, wo ging dein Leben dann wieder, nachdem du Jesus gefunden hast? Ich glaube, mein Fehler ging so wieder, ja, man ging wieder zur Schule und ich war wieder Tüß. Aber eine sehr wichtige Sache, die sich verändert hat, wie dort ich mit ganz neuem Interesse Gott sein Wort lesen dort. Ja, wenn es dann wie Gott sein Wort für mich auf einmal eins was ich braucht, dort wie was mir den Wachweise zu sein, was mir Leben hilft, so dort wie für mich was sehr wichtig und was sehr scheint, zu weiten, dort Gott von der schon Tag noch zu seinen Kindern redet, der ist sein Wort. Ja, dort wir brauchen nicht ohne, wir sind nicht, also Gott ist nicht weit off von uns, er hat uns verjährt, er hat uns sein Wort hinterlassen und der redet von der schon Tag noch, der ist sein Wort uns. Und das wird mir sehr wichtig, ja, so, Gott sein Wort wird immer sehr wichtig für mich. Sie, und wo kannst du dann Gott sein Wort, wo kannst du Gott sein Wort dann besser studieren, oder was deutest du ab dann? Also, zum Teil ich dort selbst Tüß lesen, auch mit meinen Eltern Typ. Und, aber auch, was ich viel deut wie mit meinen Freunden Typ. Ja, wir treffen uns dann normalerweise einmal den Weg, sagen wir uns Typ, und dann deut wir Gott sein Wort lesen und versuchen zu verstehen, ja. Und singen Typ und beten Typ. So, dort ermutigt mich dann auch, immer wieder zu singen. Sie. Und hast dann, so wie du gesagt hast, hast dann mal eine Bibelschule gemerkt, wo einfach wo die paar Jahre
nur eine Bibelschule gingst, nicht so? Ja, krijg. Als ik dan je school te een had en zelfs entscheiden durf wat ik dan doen wil, dan je de Bibelschool. We 4 jaar in de Bibelschool en had du dan ook veel krijg over Gott zien wordt je leert en niet plus du van je leert, sondern ook je zijn we kan ik dat uitleven en we kan ik dat aan anderen weitergeven. Want het zoveel mensen heeft die Gott zien wordt nog niemand gehört haben, ja. Gott zien wordt niet kennen. En dat deed ik dan ook na de Bibelschool. Ging ik dan in een mission, waar ik dan ganz concreet ook Gott zien wordt weitergeven kan. So, wenn du sagst, du gingst in eine Mission, so wie es von die hier habe, gingst du dann auf ein Schäpp, das sich OM nennt. OM ist eine Organisation, die schäbhaft, die vorher nur so eine Stelle, wo das Evangelium sehr schwer ankommen kann, und bringe das Evangelium durch an. Und das ist so wie es ein gerauter Schäpp, wo du dann, wo wir was bist, und das Evangelium mit das Schäpp verbreitet hast, sozusagen. Wo kommst du darauf, dass dich das interessiert, nur das Schäpp zu kommen, oder was brachte dich dahin? Als ik 15 jaar oud was, dan was meine Tante, die woonde damals in Ostenzijn en ging ook, also die ging naar dat Schäpp. En jeder Abend, wanneer ze also wenn der Arbeitstag te ein war, dann würde sie eine E-Mail schreiben und dann würde sie uns benachrichtigen und würde sagen, wie viele Menschen von der das Evangelium gehört haben oder wie viele Menschen auf dem Schäpp gewesen wären. Und für mich war dort eine Motivation. Ich dachte mir so, das ist meine Tante, das will ich auch sehen. Ja, also die wir weit eigentlich wo in der Welt, auf das eine Schäpp, aber das Ziel wir Menschen von Jesus zu vertalen, die anders nicht die Alleinheit hadden von Jesus zu hören. In Wirklichkeit für mich wie meine Tante mein Vorbild. Ja, also eine Deutsch abkijkt en dat er Beispiel wil ik volgen. Zie. Ik heb nu krijg in diesem Moment een vriend wat op een van wat ook op een OM-schap is. En ik moet zeggen, ik merk dat een beetje afjenstig. Dat ik niet in dem Sinne steht, dus ik geloof dat het een goede Gelegenheid is, waar man kan Gott erleben op een ganz andere weg, maar ook dat Evangelium predigen op een ganz andere weg. Wat wäre zum Beispiel wat wir dienen leifste Weg, Menschen zu helfen, das Evangelium wiederzubringen in die Zeit. Wir haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten und Gelegenheiten. Also wir Personen, die gingen in Gefängnis Menschen besetzen. Du wären andere, die gingen in Schulen oder in Krankenhäusern Menschen besetzen. Du deuten andere, die gingen einfach auf Gas ab, vertelden mit den Menschen, an Parks und so weiter. Wat ik zei hier in Duitsland, wenn du ergens wat praktisch het weer. Ja, also zum Beispiel wie wir in ein Kinderheim, also dort wie ein Heim, eine Schule, eine Kirche, alles auf einem Hof. Und dann fehlt halt der Spielplatz fehlt nicht zuvor, der Dächer fehlt zuvor, der Bibliothek fehlt an der Rechte, so du wäre Sachen, praktische Sachen, die zu deinen fehlen. Und dort hat ich sagen hier, so ich glaube, dort wir in den 2 Jahren, was ich tue, wie ein von meinen beste Erfahrungen. Ja, zu sein, wie die Kinder sich freuen und strahlen. Wir haben bloß der Tag gefahren, der Spielplatz gefahren. Ja. Aber dann wirkt das eine große Freude. Das geht mir sehr schön zu stehen. Das hört sich sehr schön. Was wir deine Arbeit abschätzen, wenn das Schäpp vordeut, ich kann das nicht so wirklich, aber was wir deine Arbeit alle abschätzen? Op een schap deed ik, also ich bin für die Sicherheit verantwortlich und für die Wartungsarbeiten, also für all das in der Hölle, ja, viel Farbe und viel, das Schap ist jetzt Metall und das ist Salzwasser mehr, so das rostet viel. So viel Rostaufmerke und Frischfarbe, so und für die Rettungsboote und so weiter und so. Ja, ich bin eben für die Sicherheit verantwortlich und dafür, dass das Schap von bitte einmal Schmackssache. Okay. Interessant, wenn es man auch irgendwer dort sein. Ich kriege das, ja. Und so, nu bist du nicht mehr auf dem Schäpp, wenn es das wird hier nicht auf dem Schäpp abgenommen. So. Wo bist du von dir schon da? Was ist deine Arbeit von dir? Ich wohne in Loma Plata und ich arbeite auch in Loma Plata. Also ich arbeite in der Seelsorge. Also meine konkrete Arbeit ist Menschen, die durch schwere Zeiten gehen, zu besetzen, zu begleiten, zu helfen. So, wir lesen die Bibel, wir beten,
Ich besuche den dann entweder im Krankenhaus oder thuis oder wo ich immer dort passend ist. Ja. Das ist sehr interessant, zu sein, wo dein Leben von ziemlich jung und wo du erstens ein Ältere hast, wo die Jesus gewesen hat, aber wo du dann selbst gesagt hast, und zu sein, wo die den Weg gelegt hat. Wenn man sagt, von einer steht nur der nächste. Und das ist, am Anfang würde man nicht sein haben, dass das Bild wird so schmack worden, was dein Leben ist. Sehr vielen Dank für dein Leben mitteilen. Und nu würde ich die Frau wählen, hast du irgendein Wort, was den Tag hier können merken? Ja, du hast einen Bibelvers, den ich mit dir teilen möchte. Und der ist im Psalm 119, Vers 105. So, ich will den mal für Doris lesen, das sagt so. Dein Wort ist eine Lampe, mit den Weg zu wiesen, auch ein Licht, mit den Stich zu bedachen. So, was sagt das Vers für dich? Kreuzest du, als jetzt man wird am Anfang nicht gedacht haben, was das mein Leben geben wird oder was das werden wird. Und ich weiß nu auch noch nicht, was nächstes Jahr sein wird. Aber ich weiß, dass Gott sein wird, jeder Tag Licht auf meinen Weg ist. So, ich brauche nicht weiter, was Mario wird sein oder was nächstes Jahr wird sein. Gott sein wird mir für jeden Tag, für den Tag Licht geben. So, und dort möchte ich Ihnen mitgeben, ja, dort Gott sein wird, es Licht auf unseren Weg. Dort dacht vielleicht nicht bei nächstes Jahr, aber dort dacht von dir. Und das ist alles, was ich brauche. Sehr schön. Dankeschön, Doris, für das alles mitteilen. Und ich möchte die Leute hier auch Gottes Segen wünschen. Wenn die das interessiert, noch ein OM-Shop zu gehen oder auf so eine Mission mal mitzuarbeiten, dann, wenn du Internet hast, dann kannst du mal OM im Internet schreiben. Ich glaube, irgendwann war schon auf eins von dieser Seite gekommen. Oh, ja. Und das ist sehr interessant. Ich habe ein paar Freunde, die alle was sind. Oder wo immer du bist, das Wichtigste ist, dass du Gott segnet ist und dass du Jesus feiert ist. Und ich möchte die Gottes Segen wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Auto bist. Wenn du Fragen hast, die du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.